Und du Bundesrat, du dreckiger, verfluchter Hurensohn! Boy. Sohn einer Hure, du verfluchter Verdammte! That escalated quickly. Du kannst dir jeden Tag deine Zechennägel lackieren lassen, deine verdammten Schamhaare von einem Rasierapparat trennen. Dir ist das scheißegal! Saletti zusammen. Saletti zusammen! Saletti zusammen! Vielleicht habt ihr das Video von Sascha gesehen, wo er mich auffordert, Stellung zu nehmen. Also, so zumindest habe ich es verstanden. Ich schwör's dir, jeder, der das scheiß Handy kann bedienen und meine scheiß Story anschauen kann, gib deinen Senf dazu! Der Sascha ist einer von vielen Leuten im Internet, die behaupten, wir hätten die Totale Kontrolle von A bis Z. Beim chinesischen Geheimdienst geht das Video sicher schon als Meme um und sie können herzhaft lachen. Der Sascha hat aber noch ein paar weitere Greatest Hits von diesen sogenannten besorgten Bürgerauflagen. Ich habe noch eine Frage. Was darf ich eigentlich noch? Was darf ich noch in dem Land, wo ich Steuern zahle? Er gibt die Antwort gerade selber. Nichts darf man, nichts, ein fürchter Scheiß. In der Realität hat die Schweiz noch immer eines der lockersten Regime der westlichen Welt. Ja, wir sind temporär im Moment ein bisschen eingeschränkt, einverstanden, aber trotzdem haben wir so viele Freiheiten wie kein Nachbarstaat. Es kann doch nicht sein, dass man nichts hinterfragt und automatisch, wenn der Bund sagt, leg eine Maske an, umarm deine Grosskinder nicht mehr, sing im Kindergarten nicht mehr, dass man es einfach nicht mehr macht. Wir haben es bis anno dato immer gemacht. Warum darf man es plötzlich nicht mehr? Weil wir in einer Pandemie sind. Und aktuell behauptet kein vernünftiger Mensch, man dürfe seine Grosskinder nicht umarmen. Hat auch der Daniel Koch in unserem Podcast Hockdown letzten Samstag gerade nochmal bestätigt. Genau, also kleine Kinder darf man umarmen, weil da wissen wir einfach, da ist einfach Gefahr, dass die das übertragen, extrem klein. Völlig einig bin ich mit dir, dass das nichts mit gesundem Menschenverstand zu tun hat, wenn man die Kinder im Kinski nicht mehr singen lässt. Das ist allerdings auch keine offizielle Regel vom BAG. Hat es nie gegeben. Was es jetzt noch für ein gutes Wutbürger-Video braucht, ist ein absolut passender Vergleich. Ich zwinge dich auch nicht, den Gummi anzulecken, obwohl du nicht einmal auf HIV positiv getestet worden bist. Gescheiter wäre es trotzdem, aber go ahead. Und an HIV sterben jährlich viel mehr wie an dem dreckigen, schwulen, verfluchten Coronavirus. Was ist das? Faktencheck. 2019 sind insgesamt über 700'000 Menschen an AIDS gestorben. Aktuell haben wir weltweit 1,6 Millionen Corona-Tote. Das sind fast 1 Million mehr. In der Schweiz sind 6'500 Leute an Corona gestorben. Es sterben jährlich aber nur zwischen 30 und 50 Leute an AIDS. Coronavirus, was ist das? Müsstest du mittlerweile wissen, aber wir fassen es sonst gerne mal zusammen. Es ist eine neue, leider viel ansteckendere und auch ein bisschen tödlichere Form vom bereits bekannten Coronavirus. Tödlich verläuft es vor allem für die ältere Bevölkerung, aber auch bei den Jungen kann es schwere Verläufe auslösen und da liegt man lang im Spital. Das wiederum führt zur Überlastung vom Gesundheitssystem. Aktuell haben zum Beispiel alle Universitätsspitäler seit dem Oktober über 4000 Operationen wegen Überlastung nicht durchführen können. Eine ist positiv getestet und hat mir die Halse gepustet. Mir direkt in den Schacht gepustet. Komisches Hobby. Haben die irgendetwas gespürt? Nein, ein vierter Scheissdreck. Und warum? Weil ich mich richtig ernähren, weil ich Sport machen, weil ich einen Ausgleich habe und durch das ein besseres Immunsystem habe. Baut auf euch ein Immunsystem und lernt euch nicht lassen. Bärenficke, Mann! Ja, richtige Ernährung, Sport und alles, was das Immunsystem stärkt, ist für einen gesunden Menschen das absolut Beste, was ihr machen könnt. Aber zum Beispiel eine Krebspatientin oder ein Lungenkranker, die können noch so viel Bananen fressen, sie werden nie ein gutes Immunsystem haben. Richtig. Sascha, ich glaube, du bist kein böser Mensch. Wirklich nicht. Du hast einen ausgezeichneten Musikgeschmack. Und noch einen viel geileren Kleidergeschmack. Und ganz im Ernst, ich glaube, du meinst das sogar gut. Du willst zum Beispiel die Alten schützen. Unsere älteren Generationen, die eine Risikogruppe sind, klar, die musst du abschirmen, die musst du schützen, ist richtig so. Finde ich komplett richtig. Bis dahin sind wir uns einig. Wenn dann das Wörtli aber nicht gekommen wäre. Aber das Einzige, was sie am Leben erhalten in einem Altersheim, sind die Angehörigen, 6 Kinder oder 6 Grosskinder, ist es denen nicht mehr als fair, wenn man schon nur die einzelnen Familienmitglieder will, zu der älteren Generation.
Wäre das nicht fair? Ja, wäre schon fair, aber bei den aktuellen Ansteckungszahlen wäre es vor allem einfach wahnsinnig dumm. Also, wir haben wie zwei Möglichkeiten. Entweder wir isolieren sie isolieren oder wir bringen die Zahlen in der Gesamtbevölkerung so weit runter, dass das Risiko von einer Ansteckung durch Angehörige immer kleiner wird. Und Fun Fact, das würde auch noch das Gesundheitssystem entlasten. Sascha, ich verstehe deine Wut. Wir hassen es alle. Und es ist voll okay, Corona zu hassen. Was nicht okay ist, sind Hassbotschaften wie die. Und du Bundesrat, du dreckiger, verfluchter Hurensohn! Erstens niveaulos und zweitens auch faktisch falsch, weil Solange, die Mutter von Alain Berset, die ist Buchhändlerin und mal Gemeindepräsidentin im Friburgischen. Okay. Das Problem mit dieser Wut ist, es führt zu nichts Konstruktivem. Und wir brauchen jetzt kreative Lösungen, wir brauchen Solidarität mit den gesundheitlich, aber auch mit den wirtschaftlich Geförderten von dieser Pandemie. Es braucht dich und mich und alle da draussen. Was es nicht braucht, sind gegenseitiges Aufstacheln und vom Bundesrat behaupten, Wir sind doch deine Marionetten in deinen Augen. so Zeug bringt nichts, oder? Wir müssen die Wut in Kreativität umwandeln. Ne? Wenn man zum Beispiel jetzt deine Stories nimmt, die ein bisschen neu zusammenschneidet, einen geilen Beat darunter legt, dann kann plötzlich eine richtig gute Botschaft entstehen. Schau mal. Ich schwör's dir, ich rege mich nur noch tagtäglich auf ab der Dummheit von den Leuten draussen. Sascha regt sich auf, denen im Spital aber fehlt der Schnuff, du willst. In ein Restaurant, in ein Kino. Stattdessen gibt's die Hause nur ein Gläschen Vino. Allen geht's. Genau gleich. Egal ob schwarz, weiß, dick, dünn, links, rechts, schwul, hetero, Basel, Zürich, schaltet unsere Büchsen ein. Sag's dir, Sascha. Schaltet unsere Büchsen ein. Wenn wir jetzt nichts machen, fahren wir gegen die Wand, denken ein bisschen mit. Verstand ist Verstand. Leben reden ist kein Aufwand. Alles nur eine Frage von Abstand. alles andere macht einfach. Nonsens. Zusammen gehen wir vorwärts. Stück für Stück für Stück. Gemeinsam gehen wir rein. Schon bald ist es vorbei. Sascha, sag's noch nochmal. Schaltet unsere Büchsen ein. Wenn euch jemand sagt, Coronavirus, was ist das? dann sagt, hör doch auf mit dem. Wer Ficke, Mann? Und wenn es dann immer noch nicht kapiert, dann muss man es halt. Richtig in die Muffe eindrücken. Schaltet unsere Büchsen ein. Lass dich impfen! Schaltet unsere Büchsen ein. Lass dich impfen! Schaltet unsere Büchsen ein. Lass dich impfen! Passt auf euch auf. Wäscht euch die Pfoten, legt Masken an und hebt Abstand. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein. Und bleibt ein bisschen klar in der Büchse. Gleichfalls, Sascha. Und ich hoffe mega fest, du nimmst das mit Humor, weil ich habe vor deinen Muskeln noch ein bisschen mehr Angst als vor Corona.